Wie der Till das mit seiner Schwester und mit dem Pfarrer mitkriegt, ist er sauer auf seine Leute, dass sie ihm alle angelogen haben. Aber das gibt sie bald wieder. Der Wickerl schreibt jetzt nimmer über den Miche, sondern über die Geschichte, wo der Lansinger Weiher halbert austrickert ist. Die Rosi möchte an Sascha zum Purzeltag gratulieren und die Gemeinschreiberin soll sich dazu ein Geschreiberts ausdenken. Das wird aber nix und drum schmiert ihm die Rosi ein paar schmalzige Ausdrücke und Ohrwascheln und das kommt gut an. Der Uschi seine Bratzen schauen schon recht alt aus und drum möchte es verschönern. Da kriegt's aber rote Flecken davon und drum lasst es wieder bleiben. Weil es aber so wenig ringt, der Dirnd an Gschwendner und der Erika eine Feder und halbe mehr. Und drum möchten sie jetzt auch von Sevi seine Maschine gewassert werden. Obwohl das zuerst dagegen gewesen sind. Für das müssen da aber ein paar mehr Maschinen her. Und da legt der Michi sein Diretare dafür an. Die Feuerwehr tut auch mit und verlegt einen Haufen Schleich und am Schluss feiern sie nachher miteinander in der Leni seinen neuen Schanigarten, wo der Michi und der Wickerl gebaut haben. Der Till stinkt auf und auf, weil er ein Handtücher hernimmt, mit dem wo Sarah davor an Lorenz sein Hund abputzt hat. Da kommt er aber dahinter und tut's recht pflanzen. Tina und seine preußische Chefin möchten bei einer Schönheitskonkurrenz mit da, wer das die fescheste Apothekerin ist. Am Schluss haben sie sich aber nachher zu gut dafür und lassen es wieder bleiben. Die Uschi und sein Alter werden in der Stadt vor einem Räuber mit dem Messer überfallen und ausgeraubt. Und der Hubert wird auch noch niedergeschlagen. Das geht ja nachher so schwer im Kopf dass er sich vom Pfarrer Ratschläge holt. Und drum fahren sie nachher nur mal zurück zu der Stelle, wo das geschehen ist.